Z'Lansing taucht eine Engländerin auf, die wo auch gerade so ausschaut, als wie ein Gregor seine Ex, Maria. Er hat also keine Gespenster nicht gesehen. Weil der Till als Hummerl so schwer erschreckt hat, muss er am Vogelhof einen Stall ausmisten. Die Uschi kriegt alle nur Zustand wegen den Überfall von den Räubern. Und drum möchte sie sich einen Revolver kaufen und das Schießen lernen. Der Sascha ist aber da schwer dagegen. Der Tina, seine preußische Chefin, probiert das Beuteln malen. Und das wird nix. Der Wickerl sagt aber nachher recht heuchlerisch, dass das Beutel recht gut geworden ist. Und für das pflanzt sie ihm recht. Mit einem gefälschten Gutschein bringt Tina einen Till dazu, dass er ihren alten Fetzen ausmisten muss. Das fliegt aber auf. Bauern haben nimmer genug Wasser für ihren Acker und holen sie ein Brunnenwasser, wo vom Gesetz her nicht sein darf. Und die Bürgermeisterin ist auch dagegen. Darum spendiert er nachher der Brei Ebbs aus seiner Quellen. Die Uri sagt alle schlechter und drum kauft ihr der Wickerl ein Buch mit extra großen Buchstaben. Das mag's aber nicht, sondern liest stattdessen aus einem elektrischen Bücher. Der Pfarrer führt bei den Leuten in seiner Hirbe die Regel ein, dass er nicht, wo flucht, eine Strafe zahlen muss. Aber weil sie nachher alle gegenseitig zum Fluchen verführen, lassen sie es schließlich wieder bleiben. Der Wickerl kommt mit seinem Geschreiberz nicht weiter. Und wie nachher ein Haus zum Brennen anfängt, lässt er das Feuer ohne Schutzgewand und ohne Gasmasken nur fort aus der Spritzenwagen ausruckt. Wegen den ruckt er nachher mit Michi zusammen.